Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig. So, sie dann streckt sich und macht sich Ammo bereit. Ich habe mich Ammo gewappnet, weil wenn ich es da richtig im Kopf habe, wird das eine recht emotionale Folge hier. So, dann gehen wir mal da weiter. Und gehen wir hier rein. Ist auch nochmal Geschäft, anscheinend ein Hotel. Nummer 134. Hier ist die Pension, aber es ist noch zu früh zum Schlafen. Und du hier? Oh ne, mit dem kann ich ja weiter. Ich mag aber mit dem noch sprechen. Kann ich mit dem nicht sprechen? Ne. Anscheinend nicht. Okay. Hier in der Pension Finnmark noch was? Ein Virgo. Was ist denn nochmal Virgo? Ach, die Synthi-Mucke, die ist schon geil. Ordnen. Automatisch. Ah! Ja genau, wusste ich doch, das ist so ein Eris. Nicht Eris, so ein Stellatia, genau. An der Brandung der untergehenden Sonne murmelte Virgo, ich hege nur einen Wunsch. Ich möchte die Zeit jetzt und hier mit dir verbringen. Erzählung der Stellatia. Das ist dann für die Baroness in Treno wieder interessant. So. Gut, da kann ich auch einmal... Ah ja, hier kann ich da in der Itemladerei. Seid herzlich willkommen. Was kann ich für euch tun? Gucken wir da mal. Ah, endlich. Endlich mal ein Lade, der High Potion verkauft. So. Das ist sehr gut. Was haben wir dann noch hier? Allheilmittel wäre vielleicht an und verkehrt. Machen wir erstmal eins. Baldrian und Zell verkaufen sie auch noch. Okay. Gut. Da waren die anderen Schwarzmagier. Sie dann? Was ist denn hier los, Lilly? Ich habe versucht, Ihnen zu erklären, aus welchen Gründen wir hier sind. Der Grund? Ja genau, weshalb sind wir eigentlich hier? Sie dann? Warte nur ein kleiner Scherz, immer schnell locker bleiben. Der war aber fehl am Platz, jetzt wo ich fast ihr Vertrauen gewonnen hätte. Ein Scherz? Was ich davor fürchte? Ach was, ein Scherz ist was Lustiges und Spaßiges, oder Lilly? Er scheint ja eigentlich gar nicht so böse zu sein. Aber er kämpft gegen die Böse, stimmt's? Ihr habt's erfasst. Wo ist denn eigentlich Vivi? Keine Ahnung, ich suche nach, aber er ist nirgends zu finden. Hoffentlich hat ihn die ganze Situation nicht so sehr mitgenommen. Ich mache mir Sorge, ich werde in Suche gehen. Hey, Lilly. Na toll. Dann rennen wir mal mit euch zu. Willkommen zum Hämmern der Schwarzmagier. Ah, sehr schön. Detonator habe ich aber, glaube ich. Mithril-Dolch brauche ich da zweimal für die Runenklinge. Sehr schön. Die nachher eigentlich Schmiede hier. Ansonsten eine ganze andere Kruscht habe ich ja schon, ne? Also, sonst hätten sie nix. Oh, Mardeinschild. Das könnte ich mal schmieden lassen. Elfenohrring hätten sie auch, aber dann habe ich ja schon. Und Uriel. Lamias Tiara und Multistab. Reflekring. Fußkette und Mardeinschild. Ja, aber jetzt wird es etwas komplizierter. Allerhopp, dann soll ich nochmal Zeug verkaufen gehen. Weil die Schwarzmagier haben hier durchaus ein paar sehr nützliche Sachen zum Schmiede. Wir verkaufen. Wir verkaufen erstmal Äther im großen Stil. Verkaufen wir 12 Äther. Elixier. Das ist nur ein Gill-Leiter wert. Hoppala. Mithril-Dolch sollten wir auf jeden Fall noch holen. Da muss ich aber zum Waffenlader. Wo war dann der Waffenlader nochmal? Ich überlege gerade. Da war die Pension. Da war, glaube ich, der Waffenlader hier. Oder? Nee. Das war die Schokobo-Hütte. Der Waffenlader war dann hier. So. Dann nochmal. Muss nicht stottern. Ein Mithril-Dolch brauche ich noch. So. Dann machen wir das auf jeden Fall nochmal. Weil, hier war noch irgendwas. Ups, wollte ich jetzt nicht. Reihe wieder. Komm. Hier war noch was. Ein Elixier, sehr schön.
gerade Elixier ist ja eigentlich ein sehr wichtiges Zeug, aber schon merkwürdig, dass das Elixier dann für ein Gil nur weggeht. So, dann Nummer 191 ist der Schmied. Die Runenklinge hätte ich auf jeden Fall gern. So, gerade nochmal gucken für sie dann. Detonator habe ich ja, glaube ich, ja schon, ne? Das ist der nächste, genau. Seelenwanderung kann ich damit lernen. Und dann Runenklinge ist einfach noch stärker und man lernt auch wieder 777. Das ist dann, glaube ich, so Roulette, was dann gespielt wird. So, wie bei Tifas Limit-Attacke. Okay, das hat man alles schon. Ab hier kam dann die coole Sache. Genau, Madeinschild. Können wir leider nur eins machen. Sterneroute bräuchten wir nochmal. Uriel können wir machen. Und Fußkette. Fußkette ist dann nachher das, was wir uns, glaube ich, schmieden lassen müssen, oder? Fußkette, Fußkette. Wo haben wir es dann? Also hier ist es, glaube ich, nicht mit dabei zum Lernen. Eine Sternroute. Und eine Fußkette. Fußkette. Haben wir das dann nicht irgendwo mit dabei? Also hier können wir auf jeden Fall Kenny herstellen lassen. Wäre aber auf jeden Fall ganz wichtig, weil Reflex ist auf jeden Fall ein äußerst nützlicher Weißmagie-Zauber. So, jetzt gucken wir nochmal. Was du jetzt von dem neu gewonnenen Zeug, Madeinschild, Mogus Amulett kann man lernen, Apotheker und Thermometer. Da schauen wir mal, wenn das besser passt. Eine Sternenroute, dann machen wir nämlich 2 Madeinschilder. Ach, der Soundtrack ist so großartig. So, noch eine Sternenroute. Dankeschön. Fußkette. Ich muss noch überlegen, wo man das dann herkriegt. Wird sich noch zeigen. Aber das müsste ich auch erstmal lernen können vorher. So, Herr Schwarzmagier. Was dann? Madeinschild. Genau, machen wir nochmal einer von den Dinger. Reflexring, Fußkette, Fußkette. Ich gucke jetzt nochmal immer ganz genau gründlich durch. Aber Fußkette können wir hier nirgends herstellen. Kriegen wir wahrscheinlich erst später noch. Okay. Wie sieht's denn mit dem Dorfer aus? Ah, mit dem Oh, nett. Hier war nochmal 2000 Gil. Die arme Schwarzmagier nochmal ausgeraubt. Da komme ich auch nochmal wohin. Okay. Ah, da hinten ist eine Truhe, genau. 343 Gil. Und auf die Dächer komme ich nicht. So, mit dem Dorfer kann ich leider nicht retten. Da hinten ist, glaube ich, noch eine Truhe. Und die komme ich... Ah, nee, die habe ich ja schon aufgemacht. Klar. Okay, Fußkette. Habe ich die eventuell bei meiner Sache schon drin? Und die ist noch gerade irgendwo in Benutzung. Muss ich gerade mal gucken. Ich glaube aber nicht. Würde mich wundern, wenn ich das irgendwo drin hätte. Aber ich habe ja alles Schmiedelosse, was ich zur Verfügung habe. Insofern, schauen wir mal. Erstmal wieder unsere Gruppe zusammenbringen. Ach Gott, Vivi rennt fort. Hey, Vivi, was ist denn hier jetzt los? Dann gehen wir nochmal zu der Schwarzmagier. Hier setzt die Musik auch aus. Wie kommt es eigentlich, dass er alle Spreche kennt? Wir sind plötzlich erwacht. Wieder aus einem anderen Grund, aber... Erwacht? Wie denn erwacht? Kannst du dich an deine eigene Geburt erinnern? Nee, überhaupt nicht. Dasselbe ist auch bei uns der Fall, aber auf einmal war mal erwacht. Nur als ich erwacht bin, ist ein toter Mensch neben mir gelegen, der mit Blut überströmt war. Ich habe das damals nicht verstanden, aber ich habe am ganzen Leben gezittert und habe Angst gekriegt. Und ich bin einfach losgerannt, so schnell ich kann. Um mich herum haben viele gestanden, die das Gleiche durchgemacht haben, und so haben wir uns entschlossen zu fliehen. Auf unserer Flucht konnten wir einiges an Informationen sammeln und haben von dem Dorf hier erfahren. So war das also. Ob es wohl unter der Erde kalt ist? Oh Mann.
In letzter Zeit sind viele von uns einfach stehen geblieben. Meistens die Ältere, die früher gebaut wurden. Ich glaube, unsere Betriebszeit ist von vornherein... Oh Mann. Das ist ziemlich hart, wie ich... Oh Mann. Das ist ziemlich hart, wie ich finde. Die werden nur für bestimmte Betriebsdauer wie eine Maschine eigentlich konzipiert und dann haben sie irgendwann einfach ihren Zweck erfüllt und tja, dann bleiben sie einfach stehen und sind nicht mehr zu gebrauchen. Ich glaube, unsere Betriebszeit ist von vornherein... Oh Mann, das hat Vivi natürlich fertig gemacht. Das kann man sich ja vorstellen, das hat Vivi der Rechtgeber. Dass ich jetzt Quinas Sequenz nicht gesehen habe, finde ich jetzt nicht weiter schlimm, weil der ist ja wirklich nur, oh, ich muss was fressen, egal ob es auf dem Boden liegt oder sonst woher ist. So. Okay, da ist aber nichts anderes. Na gut. Oh Mann. So, jetzt muss ich noch gucken, wo Vivi geblieben ist. Aber ich glaube, da müssen wir rausgehen, oder? Das Dorf allein zu verlassen scheint mal ein bisschen riskant. Okay. Und suchen wir weiter noch Vivi. Oder sie vielleicht... Ja. Vivi, was ist denn los? Ach, sieh dann, es ist nix. Ist was vorgefallen? Die Schwarzmagier aus dem Dorf scheinen ja alle schwer in Ordnung zu sein. Deswegen sage ich, das ist nichts. Normal, ich hab Hunger. Die Dorfbewohner haben noch gar nichts Gescheites zu essen. Vivi, du bist ja... Wo hast du gesteckt? Du siehst ja so... Du bist ja ein bisschen erschöpft. Nicht wahr, Vivi? Ja, ein bisschen. Ja, es war ein anstrengender Tag. Die ganze Zeit nur gelaufen und wir sollten uns alle ein bisschen ausruhen. Ich muss noch in den Wald. Da gibt's bestimmt etwas zu essen. Ja, wir ruhen uns aus. Doch fit wie eine Galosche. Ja, wir sollten uns ein bisschen hinhauen. Kann man sich aber Vivi vorstellen, dass der nicht gerade so schlafen kann. Sieh dann, Vivi hat sich gerade rausgeschlichen, sollte man nicht. Hey, der Bu hat dazugelernt. Er nimmt bestimmt noch Rücksicht auf uns. Sieh dann. Macht er keine Sorge. Aber er folgt nur seinem Herz. Er weiß schon, was er schafft. Ja, manchmal braucht man auch mal Zeit für sich. Überleg doch mal. Sein ganzes Leben hat er noch nie Leute von seinem Schlag getroffen, die dann auch noch sprechen konnten. Aber was ist, wenn er von seinen eigenen Leuten beschimpft oder verletzt wird? Mit so Sorge wird man nie irgendwelche Freunde gewinnen. Außerdem kann man so jemand gar nicht seinen Freund nennen. Und vielleicht findet er endlich was? Ein Ort, an den er zurückkehren kann. Eine Heimat. Heimat? Ja, eine Heimat. Das ist schon ein schöner Gedanke. Sag mal, sie dann der Ort, an dem man zurückkehren kann. Was ist los, Lilly? Kannst du schlafen? Soll ich dir vielleicht eine Gute-Nacht-Geschichte erzählen? Es war mal vor langer, langer Zeit. Jetzt schweißt schon wieder vom Thema ab. Ein Bu, der nicht wusste, wo er geboren wurde. Und auch nicht gewusst hat, wo seine Heimat war. Du sie dann? Seit Kindesalter war es sein Traum, irgendwann einmal seine Heimat zu finden. Der Ort von seiner Geburt hat nur in seiner Erinnerung gelebt. Aber... Entschuldigung. Aber warum? Er wollte es einfach nur wissen, wer seine Eltern sind, das Haus, in dem er geboren worden ist. Einfach ein bisschen sich selber kennenlernen. Dann an einem Tag hat der Mann, der ihn großgezogen hat, ihn verlassen. Der Bu hat sich auf Reis begeben, um seine Heimat zu suchen. Am einzigsten Anhaltspunkt in seiner Erinnerung folgend: ein blauer Leuchter. Ein blaues Leuchter? Ja, die einzigste Erinnerung, die der Bu an seine Heimat gehabt hat. Vielleicht ist es das blaue weite Meer. Und hat er seine Heimat gefunden? Langsam, nur nichts über Sterzer. Sowas muss immer Schäderei noch gehen.
Ja, was soll's. Letztendlich hat er seine Heimat nicht gefunden. Kein Wunder, oder? Sein einzigster Anhaltspunkt war ein blaues Leuchter. So ist der Bub zu dem Mann zurückgekehrt, der ihn aufgezogen hat. Und was gab später, Mann? Er war erleichtert und hat ihn in die Arme geschlossen? Pff, Pustekuchen. Der Mann hat den Bub genommen und hat den Windel weich geprügelt. Kavum-Schepper. Warum? Keine Ahnung. Aber noch eine viel größere Überraschung war das, was da noch gekommen ist. Nach der Trachtprügel hat der Mann angefangen zu lachen. Kannst du das glauben? Direkt nachdem er den Bu verdroschen hat. Aber als er das Gesicht von dem lachenden Mann gesehen hat der Bu plötzlich gewusst, dass er einen Ort gefunden hat, an den er immer wieder zurückkehren konnte. Der Bu hat immer noch seine Heimat gesucht, aber er weiß auch, dass es für ihn den Ort gibt, an den er immer wieder zurückkehren kann. Und deswegen weiß er, dass Vivi auch einen Ort sucht, an den er immer wieder zurückkehren kann. Ob Vivi ihm womöglich in dem Dorf bleiben will? Tja, das bleibt endlich in allein Vivi überlassen. Ach, du bist wieder. Ich wollte dich etwas fragen. Was gibt's? Ich wollte fragen, wie viel schon stehen geblieben sind. Du musst nicht unsere Worte benutzen. Du scheinst die Bedeutung und den Unterschied zwischen Stehenbleiben und Sterben zu kennen. Unsere Freunde sind nicht nur einfach stehen geblieben, sondern gestorben. Ich wollte nicht, also... Es sind mittlerweile insgesamt 7, die stehen geblieben sind. Ich denke, unsere Zeit ist vorherbestimmt. Als der erste von uns stehen geblieben ist mir der Verdacht gekommen. Scheint gewisse Unterschiede zu geben, aber ungefähr ein Jahr nach unserer Herstellung bleiben wir stehen. Nee, das kann doch nicht. Die anderen wissen es nicht. Denn wenn sie es wüssten, würden sie das gleiche Gefühl plagen wie mich. Das gleiche Gefühl? Ich glaube, es ist Angst. Das Gefühl, nicht stehen bleiben zu wollen, einfach wegzurennen und alles zu vergessen. Aber trotzdem bin ich irgendwie glücklich, hier in dem Dorf mit allen zusammen zu leben. Ich habe Angst, wirklich große Angst. Aber die Zeit mit meinen Freunden zu verbringen, bereitet mir Fried. Ist es bei dir dann nicht genauso? Wenn deine Freunde auf Reise sei, hast du nicht das Gefühl, die Bedeutung vom Leben zu erfahren? Oh Mann. Wirklich? Ja, ich denke schon, dass ihr irgendwo da liegen sollt. Danke. Und was gibt's hier? Sie dann erscheinen wohl im Nordwesten vom Kontinent ein silberner Drache gesehen. Die Orklinge von Condea Pata erzählen uns von einer heiligen Stätte, deren Eingang verschlossen sei. Ich glaube, Kuja hat mal von einem Geheimnis über den Kontinent gebabbelt. Bist du dir sicher? Irgendetwas über die Quelle des Nebels. Da finden wir ganz sicher einen Hinweis, dann kann ich vielleicht auch Mama... Ja, genau. Wo ist denn eigentlich Vivi? Und was machen wir, wenn Vivi hier bleiben will? Warten. Vivi? Die Leute aus dem Dorf haben mich gebeten, noch mehr von der Welt zu sehen und ihnen später dann davor zu erzählen. Gut. Nicht jetzt, wo ich gedacht habe, endlich mal mit Lilly allein sein zu können. Was reiten ihr doch? In dem Dorf wäre ich vor Hunger sterben. Stell mal die Rakati über mich kreischen. Ach ja, die gibt's ja auch noch. Gut, dann müssen wir uns aufbrechen. Noch Condea Pata und dann zur heilige Stätte. Gut. So, der Stotterhansel hat vielleicht nochmal eine Fußkette für uns. Ich weiß es ja nicht. Wir gucken uns nochmal genau um. Fußkette. Sieht schlecht aus. Sieht leider schlecht aus für uns. Was ist mit dir? Huch. Nee, mit dir wollte ich gar nicht retten. Ich will mit dem anderen Klopsi retten hier, mit dir. Okay, mit der anderen kann ich leider nicht retten, wie es aussieht. Na gut. Okay, jetzt laufen die auch überall rum und haben keine Angst mehr vor uns.
Nummer 24. Du kannst dich in unserer Kleidung erkennen. Du kannst ja schon an unserer Kleidung erkennen, dass wir nicht viel Sonne vertragen. Aber wenn ich so durch die grünen Blätter vom schimmernden Sonnenlicht gucke, scheint mir zu gefallen, ne? Die Wärme. Und generell, glaube ich, hat das Gefühl einfach von Wärme. Dass man überhaupt was spürt, scheint für die ganz toll zu sein. Das Häusle haben wir nur für den Schokobo gebaut. Ist doch richtig edel, oder? Ja, für einen einzelnen Schokobo, wenn er dann schlüpft. Wenn's wohl schlüpft, ich umarm's manchmal und wärm's. Und du? Wir müssen dann einem geschlüpften Küken einen Namen geben. Schon schön irgendwie. So, dann gucke ich mich nochmal da um. Und guck dann nochmal. Einfach nochmal so. Mit dir kann ich mit dir retten? Ja. Das Gerät spielt angeblich Musik, aber ich habe gehört, wenn man Musik hört, wenn alle Glücklichen fangen an zu tanzen. Aber was ist dann Musik? Aber nur ein Jahr Produktions- oder Betriebsdauer ist schon bitter. Anders kann man es nicht ausdrücken. Ein Jahr Betriebsdauer ist ziemlich bitter, wie ich finde. So, da können wir auch noch rein. Dann sind wir da, genau, im Laden wieder. Okay, gut. Dann. Wie sieht es mit euch zwei aus? Ich werde in letzter Zeit immer dicker. Esse ich etwa zu viel? Ich glaube, die sind auch so konzipiert, dass sie so ein bisschen dicklich sind. Nachdem wir in der Star gekommen sind, hat sich gezeigt, dass wir haben sich zwischen uns immer größere Unterschiede gezeigt. Zum Beispiel wächst Nummer 44 immer mehr in die Breite, andere sind schlauer Baron, wiederum andere ziemlich hektisch. Herr Nummer 288 weiß so ziemlich alles. Er hat uns erklärt, dass man so etwas Individualität nennt. Ja, der 288er scheint ja wohl der INA-Führer zu sein oder sowas in der Art. Dorfvorsteher vielleicht. Auf jeden Fall der am stärksten respektiert wird. Aber wir kommen ja wieder hier zu der Schwarzmagier. Von daher müssen wir für den Reflex kriegen, glaube ich, noch ein bisschen weiter. Soweit haben wir ja erstmal alles, was wir brauchen. 11 Ohrring. Drauf geschissen, das kann nicht schade, noch so ein zweites Ding zu haben, oder? Uriel haben wir uns ja auch schon herstellen lassen, drauf geschissen. So, und Reflex kriegen, dafür brauchen wir die Fußkette. So, jetzt gucken wir auf jeden Fall nochmal, was hier bei der Ausrüstung ist. Ja, die lernt hier schon. Vivi. Gucken wir mal, ob die neue Dinger was bringen. Mardein-Schild. Dann will ich jetzt nur unbedingt bei Garnet gucken, ob der das was bringt. Uriel bringt auch ein bisschen was. Mogus Amulett kann sie auch nicht lernen. Ich muss gerade mal gucken, das scheint ja so eine Hilfsability zu sein. Ich gucke gerade mal nach. Mogus Amulett. Du hämmerst. Negative Zustände werden nach dem Kampf geheilt. Ah, okay, aber ich sehe gerade, wer es nur tragen kann. Das kann derzeit keiner von uns tragen. Okay, dann ist es etwas, was später noch benutzt wird. Level Up und MP 10. Okay, dann gucken wir mal, wer das ja eventuell Vivi tragen kann. Ne, Vivi kann kein Uriel tragen. Okay. Der lernt gerade was und sie dann... Kann so wenigstens Thermometer lernen. Alles klar. Wir haben hier noch ein zweites. So. Gut, Fußkette halten wir uns auf jeden Fall nochmal im Kopf. Sind die MP wieder auf? Jawohl, wir sind alle wieder erfrischt. Dann geht's jetzt wieder ab nach Condea Pata. So, machen's gut, ihr lustige Schwarzmagier. So. Da kommen wir jetzt direkt zum Dorf der Schwarzmagier. Da müssen wir nicht jedes Mal wieder rumkaspern. So, wir speichern nochmal. Und... Mist. Ich die Sache. Ich mache hier nicht direkte Cut, sondern ich bringe uns noch bis vor die der von Condea Pata. Und dann würde ich erst meinen Cut machen, weil die nächste Episode soll nicht nochmal unbedingt beginnen wie die letzte.
dass wir uns erst einmal hier durch die Weltkarte prügeln und das ist schon etwas frustrierend, wenn man die ersten 10 Minuten nur verbringt, dass man sich hier über die Weltkarte prügelt. So. Die sollten eigentlich kein Problem sein, hier die Viecher. Zack. Verdammt verfehlt. Aber wie gesagt, eigentlich, was ist denn wie gesagt, Zidane ist eigentlich der Einzige, der von geschmiedeter Waffe profitiert. Ich weiß nicht, ob sich das noch im Laufe der Zeit ändert, aber derzeit sind ja die Dolche die einzigste schmiedbare Waffe gewesen. Wäre natürlich schön, wenn auch Steiner von sowas profitieren könnte und nicht nur Zidane so zusammengebastelte Waffe hat. Aber ich glaube, das kommt im Laufe der Zeit auch noch, dass man Schwerter für Steiner schmieden kann. Bin mir aber nicht mehr so ganz sicher. Erstmal Vivi mit Feueraufreiter. Und dann nochmal Ramu hinterher. So. Ich bin diese Goblin-Magie eigentlich ziemlich fix erledigt habe. Aber wir haben auf jeden Fall in der Episode heute einiges gelernt, was die Schwarzmagier und ihre Geschichte angeht. Also die scheinen ja irgendwann im Laufe ihrer Produktionszeit zu erwachen. Das heißt, ab dann merken sie überhaupt, was Sache ist. Oh, das hat sie jetzt leider nicht gekillt, die Biester. Ja, die merken irgendwann, was Sache ist. Sind dann sozusagen in Anführungszeichen geboren. Und dann nehmen sie ihre Umgebung erst wahr. Da das aber dann ein plötzliches Erwachen ist und die dann sozusagen in einem, sagen wir mal, in einem Kindesalter sind, wo sie dann erwachen, ja, sind die halt ziemlich schlicht von ihrem Gemüt und eigentlich wie Kinder. Das ist ja nichts Schlimmes, aber es ist halt nur ein Fakt. Einige wären anscheinend ziemlich schnell, ziemlich erwachsen, wie Nummer 288. Der wurde ziemlich schnell, ziemlich erwachsen und hat ziemlich viel Wissen sich angeeignet, ist ja intelligenter war als die andere, was dann seine Individualität ist. Und der scheint sich wirklich mit so ein paar Dinge befasst zu haben und scheint sehr grüblerisch zu sein. Tja, so Nervensäge oder gelernt, aber das andere muss noch gelernt werden. Moment. Muss das andere wirklich noch gelernt werden? 777? Ja, das kann ich auch durch den Detonator lernen. Perfekt. Perfekt, dann können wir das ja so machen. Da hat ja schon die neue Waffe. Perfekt. So. Ja, diese Schwarzmagier sind halt sehr individuell und können anscheinend wesentlich schneller als Menschen erwachsen werden. Und haben sehr schnell einen hohen Reifegrad. Ui, die Waffe sieht aber echt geil aus. Aber ich sollte lieber abhauen. Vielleicht und Schuss noch wirken, wenn er nicht verwirrt ist. Oh, geil, die Waffe. So, schnell rennt. Flieht, ihr Narren, flieht. 1000 Stacheln, ja, das macht auch 1000 Schaden. Nett. So, gut, Schwein gehabt. So, dann wird's Zeit, sie dann wieder zu beleben. Wobei haben wir nicht der Phoenix Down oder dafür, die da... Ah ne, die können wir nur im Kampf verwenden, wie es aussieht. Ja gut. Dann halt so und... Gar nicht... Naja, Vitra jetzt nicht unbedingt, aber... Wobei, komm. So passt das. Und dann nochmal so. Gut. Da hat uns das Mal auch nur 5 Minuten Zeit gekostet. Und ich jetzt sage, ihr liebe Leute, ich mache jetzt hier meinen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig. Da geht es dann auch weiter in der Story. Und ich finde einfach die Sache mit der Schwarzmagier ist so etwas... Da könnte man sich in philosophische Gespräche verlieren. Gerade auch, weil das Spiel ist so 2000 entstanden. Und 1996 war ja auch die Sache mit Dolly. Und diese Thematik mit, was passiert, wenn wir Leute oder Lebewesen klonen
Und sind die mehr wert, sind die weniger wert als die Originale in Anführungszeichen? So ist es ja auch hier mit der Schwarzmagier. Es sind keine wirkliche Menschen, aber sie sind Menschen ähnlich und sind Erschaffer. Sind die damit automatisch schlechter als Menschen? Ich würde sagen, nee. Ich würde sagen, das sind genauso wertvolle Lebewesen. Aber es gibt, wie gesagt, zu dem Thema, da könnt man stundenlang diskutieren, da könnt man 1000 Ansätze haben. Bin ich mal gespannt, wenn ihr Bock drauf habt, dann schreibt mir doch gerne in die Kommentare. Vielleicht können wir in den Kommentaren entsprechende Diskussionen beginnen. Det mich freuen. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Also machen's gut und bis morgen, wenn es dann aufgeht zur heiligen Stätte. Euer Yankee.